Das Ende ist nah. War das zu theatralisch? Ich weiß nicht. Egal. Hallo und willkommen zurück. Ja, Let's Play They Are Billions. Das lustige Zombie-Spielchen. Wir befinden uns in den letzten Zuckungen, sprich Tag 102. Und ihr schaut auf dem Kanal von Shooty. Das ist auch gut so. Ich bin die letzten Türmchen am Upgraden. Und die letzten Sniper anbauen, damit hier alles bemannt ist. Und dann hoffen wir, dass unsere Kolonie den Zombie-Horden standhalten wird. Aber ich bin zuversichtlich, was auch schon. Ich muss ja sagen, vor ein paar Episoden war ich schon ein bisschen niedergeschlagen und ich dachte echt, dass das wird nichts mehr. Jetzt hat es doch noch zu einer vernünftigen Verteidigung gereicht. Die Wirtschaft kam dann doch erstaunlich schnell wieder auf Touren. Die sollte ich hier noch reinschieben. Attention. Building completed. Hier ist alles upgraded. Ja, jetzt ist es eigentlich nur noch eine Frage von Eisen, aber ich bin bei Tag 103, da habe ich noch nicht genug Panik, als ob ich jetzt noch groß Einkauf machen müsste. Hier oben ist noch alles bemannt, sehr schön. Ich meine, was natürlich eine Taktik ist, man kann auf die Türmchen verzichten, keine Frage, das ist einfach nur so, weil ich nichts Besseres zu tun habe, bräuchte man aber nicht. Es gibt sicher Leute, die denken, vermutlich auch gar nicht so zu Unrecht, es ist besser, die Sniper-Armeen mobil zu halten, auf der anderen Seite die sind sowas von langsam. Aber eben, also es kann so oder so kommen, ich möchte da jetzt mich weder für das eine noch für das andere aussprechen. Ich denke, beides ist berechtigt. Was ich vielleicht mal noch schauen sollte, sind Wachtürme. Ich mache hierzu mal Pause. Denn ich möchte sehen, was hier so abgeht. Jetzt hier unten scheint es mir nicht so kritisch, weil es dermaßen neu am Rand ist. Hier hingegen könnte es durchaus interessant sein zu sehen, was abgeht. So dass man ein bisschen ja, vorausplanen kann. Hier auch, aber hier unten lohnt sich echt nicht, weil das hat echt viel zu wenig Platz, um ihm noch einen Unterschied zu machen. So, 2 Türme sind zu besetzen, 4 Tower abzugraden. Attention. Building completed. Ich habe noch 1000 Gold. Einnahmen pro Runde, das ist gar nicht so übel. Attention. Building completed. Okay, das dürften die letzten Sniper sein. Ich werde jetzt extra nicht alles ausreizen, auf jeden Fall, dass irgendwas kaputt gehen wird. Und es wird mit Sicherheit irgendwas kaputt gehen. Zum Beispiel diese Ölquelle hier unten. Deshalb möchte ich auch schauen, dass ich hier noch ein bisschen Reserve kriege. Sonst bricht ja gleich alles zusammen.
noch gar nicht aufgefallen. Ich denke, Attention. Building completed. waren die immer so rot, diese Öfen, oder ist das einfach hier, weil es so kalt ist? Building completed. Muss ich dann auf der nächsten Karte gucken, ob das hier ein Feature ist wegen der Kälte. Das war der letzte Turm. Tag 105. Ich werde diese Episode natürlich beenden, bevor die finale Horde kommt, damit sie nicht mitten im Hordenkampf zum Schnitt kommt. Also ich denke, das dürfte jetzt wahrscheinlich die zweitletzte Episode sein von Staffel 3. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich Staffel 4 machen soll mit der nächsten Karte oder ob ich noch ein bisschen zuwarten möchte, weil meine Gedankengänge hierzu, das Spiel ist lustig, keine Frage, es macht Spaß, es ist aber auch sehr repetitiv, sprich, ja, das Prinzip ist immer ein bisschen dasselbe. Wirtschaft in Gang kriegen, expandieren, weiter Wirtschaft aufbauen bis zum bitteren Ende, damit man genug Wirtschaft hat, um die Verteidigungsanlagen aufzubauen und Einheiten zu bauen. Klar, es gibt verschiedene Karten, die spielen sich tatsächlich so ein bisschen anders, aber jetzt auch nicht, dass es grundlegend etwas am Spielprinzip ändern würde. Deshalb weiß ich jetzt noch nicht, ob ich gleich Staffel 4 machen werde, es sei denn, ihr schreibt mir jetzt zuhauf in die Kommentare, nee, wir wollen die letzte Karte sehen, mach weiter. Ja, schauen wir mal, wie ich drauf bin dann, wenn ich hier fertig bin. Ich überlege mir schon mal Titan eigentlich, weil 1, 2, 3. Ich sehe so 3 Orte, wo ich denke, ich mache das echt mal, weil ich das Gefühl, hier wird es ein bisschen brenzlig. Während hier unten die Verteidigungsanlagen ziemlich stark sind. Deshalb mache ich das mal so. Große Rochade. Sie bewegen sich ja einigermaßen flott, also man kann sie dann doch noch umherschieben, wenn es nötig ist. So, das waren die letzten Sniper. Rüber mit euch. Dann bin ich fertig. Wahnsinn. Aber kohlemäßig sieht es so toll aus, dass ich hier einfach noch ein bisschen was hinbaue. Und zwar überall dort, wo ich Schlimmes befürchte. Das ist hier. Hier ebenso, aber hier kriege ich nichts mehr hin. Ja, hier unten sollte es ja eigentlich hinhauen. Hier auch. Hier auch. Ach, ich mache mal was ich noch nie gemacht habe. Ich baue einfach noch ein paar Fallen, da ich ja nichts mehr zu tun habe. Jetzt ist mal die Hohlräume der Mauern. Ich kriege hier nicht mal mehr einen Turm hin. Wahnsinn. Ne, okay, lassen wir das. Lassen wir jetzt fallen. Wo waren sie? Hinten ist noch ein einsamer Zombie. Oh. Ein schwacher Zombie. Habe ich wohl übersehen beim Aufräumen.
Ja, ich glaube, es wurde sogar mal in den Kommentaren erwähnt, Stachelfallen zu platzieren. Ich habe dahin ja schon gesagt, dass ich das eigentlich wirklich nur mache, wenn es ja, Situationen wie jetzt, wo ich einfach sonst nichts mehr aufzubauen habe, meine Verteidigung eigentlich perfektioniert betrachte. Weil sie sind wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es sind so viele Zombies, die da in der finalen Welle kommen. Und die Fallen sind doch ziemlich schnell kaputt. Und sie kosten Geld. Und Geld ist ja immer so ein bisschen der Flaschenhals. Aber jetzt, wo ich eh genug Kohle habe, kann man das machen. Werde ich hier einfach mal aus Volk leisten. Soweit das Holz reicht. Was ich eigentlich prioritär dort machen sollte, wo ich ja wirklich Angst habe. Steht das irgendwo in Fallen? Ne, die kann man nicht mal anklicken. Also keine zusätzlichen Infos über Schaden. Wo waren die? Wo waren die Fallen hier? Ja, ich muss sagen, es ist doch echt ziemlich viel Karte Oh my erwischt. god, a huge swarm is coming. They are billions. They are approaching from all sides. Ja. Da sind sie. Sie kommen. Das Ende ist nah. Fehlt noch irgend so ein Typ, der hier die Apokalypse heraufbeschwört mit so einem Kartonschild. Das Ende ist nah. Ja, ist es vielleicht auch. Wir sitzen zurzeit 12 Minuten, 13 Minuten. Ja, es wird jetzt echt ein bisschen eine kürzere Folge. Ich hier noch ein paar Stacheln hin. Als normal. Ich werde dann so kurz bevor die Horde kommt, die Aufnahme stoppen und dann eine neue Episode mache für die finale Horde. Sonst wird es ein bisschen eng. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier wirklich noch reinkriege. Und ich möchte wirklich jetzt... Das ist ja schon ein bisschen gemein, mitten in der finalen Welle dann noch einen Cut zu machen. So gemein bin nicht mal ich. Jo, also, noch 3 Stunden bis sie eintreffen. Ich denke, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Ich sage in diesem Sinne mal danke fürs Zuschauen. Und freue mich natürlich, wenn ihr in der letzten Folge von Staffel 3 reinschaut. Und da sehen wir mal, ob ich die Schneelandschaft rocke oder nicht. Bis dahin. Tschüss.